Das steht, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns zunächst die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sendet eine Botschaft der Hoffnung an die Tibeter in Tibet. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratuliert den Empfängern des Nobelpreises für Physik. 2 Tibeter sterben durch chinesische Polizeifolter, 4 weitere bleiben in Inhaftierung. CTA würdigt Mahatma Gandhi an seinem 153. Geburtsjahrestag. CTA lobt 50 Jahre öffentlichen Gesundheitsdienst des Delhi Krankenhauses. Galö Nosinjama und Sonderkoordinator nehmen an Veranstaltungen am Rande der 51. UNHRC-Sitzung teil. Repräsentant Dr. Arya nimmt an einer Pressekonferenz im Auslandskorrespondentenclub teil. Office of Tibet, Washington D.C. empfängt die ehemalige Botschafterin Nirupama Rao. Office of Tibet London ist Gastgeber einer Tibet-Veranstaltung am Parteitag der Konservativen 2022. Office of Tibet Taiwan Sekretärin nimmt an Gedenkfeier zum Tag der Deutschen Einheit teil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sandte eine Beileidsbekundung an die Tibeter in Tibet, die aufgrund der Covid-Bestimmungen Chinas starken Einschränkungen ausgesetzt sind. 가서다 쟁해진데 샤유는 참말로 섬모슈부체 애는 알아서 표 관심 하고 전에 세계다 뉘시사대요리 애는 태세 조리 애는 다가는 신기이니 루기슈리 된적이 조사 넘숨을 야 참말로 애는 별로 야고죠 애는 나한테 사케 장은 대요리 이내 레던 저 투모 모임 버시고 인도산에 아니 여러분이 달라마야 참버체 아니 가다 조디 가나서 템베타 세그리 사버시기 아니 소소프게 롯데우천데 대쇼아 대가 자샤네 어다 아들로 다 제주 자자실레디 요리 제주 협동이나 실레디 요리 아다 소고 대사시 음주스 딱제시드잖아 나안달로 정원이 슈 대그리스네 음지들 시기도 그봐 요 자들이 인도 메모조 롯데호 전쇼아 Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab eine 3-tägige Belehrung über Dharma-Getis Kommentar zur gültigen Erkenntnis auf Bitten taiwanesischer Buddhisten im tibetischen Haupttempel am Montag dieser Woche. Nach der Bekanntgabe der Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physik an 3 Wissenschaftlern, Alan Aspect, John Clauser und seiner Heiligkeit Freund Anton Zeilinger für ihre Arbeit bei der Entwicklung experimenteller Werkzeuge, die den Grundstein für eine neue Ära der Quantentechnologie gelegt haben. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat den Gewinnern am Mittwoch dieser Woche gratuliert. Während er seine Freude über die Nachricht zum Ausdruck brachte, erinnerte seine Heiligkeit an mehrere erfolgreiche Gespräche mit Professor Zeilinger über die Quantenphysik in den letzten 4 Jahrzehnten. Seine Heiligkeit äußerte sich zuversichtlich über das Potenzial der Arbeit zum Nutzen der gesamten Menschheit von Anton Zeilinger und seinen Kollegen. 2 Tibeter namens Ngurdup Tsering und Chukdar aus der autonomen tibetischen Präfektur Khartse sind am 28. September bzw. am 26. August dieses Jahres in chinesischen Polizeigewahrsam gestorben. Nach Angaben der Tibet Times wurde Ngurdup Tsering von der chinesischen Polizei verhaftet, weil er am 27. September Essen und Lebensmittel an ein Altersheim im Bezirk Dartsedo in Khamkhartse geliefert hat, woraufhin er am selben Tag verhaftet in der örtlichen Polizei verhört und auf der örtlichen Polizeistation zu Tode geprügelt wurde.
Ngurups Besuch in dem Altersheim und seine Versorgung der alten Menschen mit Lebensmitteln wurde von der Polizei als Kritik an die Regierungsbeamten, die für die Betreuung des Altersheims zuständig sind, gewertet. Ngurup Tsering fuhr ein Taxi, um seine Familie, darunter seine Frau, eine 78-jährige Mutter und 2 Kinder zu ernähren. Der 52-jährige Chukdar ist Berichten zufolge in chinesischem Polizeigewahrsam an den Folgen von Folter gestorben, die ihm bei der Durchführung religiöser Rituale im Bezirk Sebtar am 26. August 2022 zugefügt worden ist. Dem Bericht zufolge wurde Chukdars Familie von den Behörden mitgeteilt, dass sie seinen Leichnam nur dann zurückgeben würden, wenn sie ein offizielles Schreiben unterzeichnen würden, das bestätigt, dass sein Tod nicht durch Polizeimissbrauch verursacht wurde. Chukdar war der einzige Ernährer seiner Eltern, seiner Frau und seiner Kinder. Nach Angaben der Nachrichtenagentur wurden 4 weitere Tibeter namens Gelo, Tsedo, Pamo und Gori am 24. August zusammen mit Chukdar verhaftet, weil sie die religiöse Zeremonie geleitet hatten. Sie werden derzeit im Gefängnis des Kreises Khatse festgehalten. Die tibetische Zentralverwaltung unter der Leitung von Sejong Bemba Tsering ehrte Mahatma Gandhis 153. Geburtsjahrestag am Sonntag vergangener Woche mit Blumen. Im Gespräch mit den Medien erinnerte Sejong an Gandhi als den ersten einflussreichen und inspirierenden Führer, der den Maßstab für die Praxis der Gewaltlosigkeit gesetzt hat, und sagte, dass die tibetische Bewegung unter der Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama unvermindert auf demselben Modell basiert. Das Delek-Krankenhaus feierte am Dienstag dieser Woche sein goldenes Jubiläum. Das Krankenhaus ehrte auch den Leibarzt seiner Heiligkeit des Dalai Lama und Chefarzt Dr. Tsheten Sadhusang für seine 40-jährige Tätigkeit im Krankenhaus. In seiner Ansprache würdigte Sejong die gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter des Delek-Krankenhauses für ihren Erfolg und lobte die Entschlossenheit von Dr. Tsheten dafür, dass er der Gemeinschaft seit 40 Jahren dient. Sejong bezeichnete den Arztberuf als den wichtigsten, da Krankheit und Leiden lindert eine der schwierigsten Teile des Lebens. Sprecher Khenpo Sonam Tempe lobte die Fortschritte, die das Krankenhaus in den letzten 50 Jahren dank des Segens seiner Heiligkeit des Dalai Lama gemacht hat und betonte die Bedeutung des Mitgefühls bei der Patientenversorgung, da Krankenhäuser heutzutage mehr zu Unternehmen geworden sind. Andere Würdenträger, darunter der amtierende oberste Justizkommissar Garma Tadu, der stellvertretende Sprecher Döma Tsering Dekang, Justizkommissar Densi Lungdo, Sicherheitsgalö Yari Döma waren ebenfalls bei der Zeremonie anwesend. In dieser Woche unterhielt sich Sejong Bemba Tsering mit 2 verschiedenen Gruppen von Studenten, Stipendiaten der Dishum Stiftung und Schüler der Namgyal High School. Während der Treffen klärte Sejong die Gruppe über die historische Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen Tibet und Indien auf und diskutierte die historischen Fakten Tibets ausführlich. Diese Woche sprach Galö Nosingema von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA über die allgemeine Position der CTA zu Fragen der Reinkarnation, einschließlich der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama am Rande der 51. Sitzung des UNHRC. Galö dankte der US-Sonderkoordinatorin für die tibetische Angelegenheiten, Unterstaatssekretärin Usra Sea, für ihre starke Unterstützung für die Religionsfreiheit der Tibeter. Galö Nosingema unterhielt sich auch mit der Studenteninitiative für Asien am Graduate Institute Genf zum Thema Navigieren in der diplomatischen Landschaft, der Fall Tibet, und traf sich mit Tibet-Unterstützern und Freunden Tibets. Anfang dieser Woche traf Galö Nosingema in Italien den Präsidenten von Südtirol, Herrn Arno Compaccia. Die beiden tauschen sich über eine breite Palette von Themen aus, insbesondere über die Situation in Tibet unter der Kontrolle Chinas. Galö Nosingema traf auch den ehemaligen Senator Roberto Rampi, die neu gewählte Abgeordnete Augusta Montarulli, ehemalige Mitglieder der italienischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet und den Präsidenten der Union buddhistischer Vereinigungen Italiens. In Perugia weihte Galö Nosingema eine 3-wöchige Fotoausstellung mit dem Titel Tibet – Herz Asiens zusammen mit Leonardo Varazzano, Minister für Kultur.
Gallo Nosindoma führte den Vorsitz bei der Eröffnung der 3. Generalversammlung der Europäischen Tibetischen Vereinigungen in Mailand, Italien, wo sie die Bedeutung der Erhaltung der tibetischen Kultur und Sprache hervorhob. Über 27 Vertreter von 9 tibetischen Vereinen und Gemeinschaften aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Spanien, der Schweiz, Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich nahmen an dem Treffen teil. Der Repräsentant Dr. Arya Tseon-Yabo, Verbindungsbüro Seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Japan und Ostasien, nahm an einer Pressekonferenz Protest gegen Chinas Menschenrechtsunterdrückung durch China im japanischen Auslandskorrespondentenclub teil, die vom Japan-Uiguren-Kongresses am Samstag letzter Woche organisiert wurde. Der Abgeordnete Arya stellte in seiner Ansprache klar, dass die Frage von Tibet, Osttürkestan und der Südmongolei nicht nur um Menschenrechte und religiöse Verfolgungen geht, sondern auch um die brutale Invasion unabhängiger Nationen durch einen benachbarten Tyrannen und forderte die führenden Politiker der Welt auf, das Problem dieser 3 Nationen als ungelöste internationale Probleme zu betrachten. An der Pressekonferenz nahmen Vertreter der Uiguren, Tibeter und der südlichen Mongolei teil. Das Tibet House Japan hat am Samstag letzter Woche seinen 2-monatigen tibetischen Sprachkurs begonnen. Repräsentant Arya begrüßte die Studenten, die den Kurs besuchen, persönlich, im Büro und online. Diejenigen, die den Kurs persönlich besuchen, kommen hauptsächlich aus der Stadt Tokio, während die Online-Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Japans kommen. Die Kurse werden 2 Monate lang regelmäßig jeden Samstag stattfinden. Das Tibet-Büro Washington DC und die International Campaign for Tibet veranstalteten ein Mittagessen für Indiens ehemalige Außenministerin und Botschafterin Nirupama Rao am Dienstag dieser Woche im Office of Tibet. Der Repräsentant Namgyal Chudup sprach über die aktuelle Situation in Tibet und den mittleren Weg, welcher der einzige Weg ist, um zu einer für beide Seiten dauerhaften Lösung des Tibet-China-Konflikts zu finden. Botschafterin Rao dankte Office of Tibet und ICT und erinnerte sich an ihr Treffen mit Seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Lucknow am Bahnhof im Jahre 1960. Das Office of Tibet London hat in Zusammenarbeit mit dem Tibet House Trust und den beiden Partnerorganisationen einen Vortrag mit dem Titel Why Tibet Matters auf der 2022 Konferenz der Konservativen Partei in Birmingham am Montag dieser Woche gehalten. Der Abgeordnete Sonam Tsering Phrashi erläuterte die derzeitige repressive Situation in Tibet und den Ansatz des mittleren Weges der Tibeter als Beispiel für eine friedliche Konfliktlösung. Der Abgeordnete Norman Baker, ein langjähriger Unterstützer Tibets und ehemaliger Präsident der Tibet Society, wies auf die Beziehungen und bilateralen Verträge der britischen Regierung mit Tibet im frühen 20. Jahrhundert, als China noch nicht in Sicht war. Die Delegation nutzte die Gelegenheit, um sich durch das Verteilen von Flugblättern, Besuchen von Informationsständen und Teilnehmen an anderen Veranstaltungen an den Konferenzorten für Tibet einzusetzen. Sekretärin Mingyur Yudin vom Office of Tibet Taiwan nahm an der Feier zum Tag der deutschen Einheit teil, die von der deutschen Botschaft in Taiwan im Hotel Howard Plaza in Taipeh am Montag dieser Woche organisiert wurde. Sekretärin Mingyur Yudin bedankte sich bei der Veranstaltung für die kontinuierliche Unterstützung Deutschlands für die tibetische Sache im Namen der Verwaltung und des tibetischen Volkes. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.